Ich bin Sura Schächter. En ich bin Ivi Achnowitz. Seid Patrice in unser Kochprogramm Essgesinntheit. Heute wollen wir auch wissen, wie so zu backen Challah. In der Rezept, was wir euch gegeben ist der Tschernowitzer Challah. Ah, das klingt Geschmack. Und die hast ein bisschen Tschernowitzer Riechers, ja? Ja, der Tate ist geboren geworden, in der Zeugen geworden in Tschernowitz. Ach, jetzt ist das gewesen der Zentrum von jüdischen Künstlern und Schreiber, pinkt das wie Paris ist gewesen bei der Goyim. Lassen wir uns mit der Tschernowitzer Challah. Geht, Chaibun mit 3/4 Teppel warmem Wasser. Ja, wir nutzen nicht warm Wasser von Kranz, Nein. nur man nimmt Siedegwasser und gibt sie Kaltwasser. Ja, weil warm Wasser von Kranz ist nicht so Geschmack, nicht so Gesinnt, ja. Und ich gebe sie ein Konvertkeller heben. Gut. Und jetzt beerdigt 3/4 Teppel Mehl. Und jetzt geht man es mischen. Esther gibt sie die übrigen Ingredienten. Es darf mit 2 Eier. Ich habe euch zerklappt noch ein Ei, was ich will machen mit dem an Eischicht. Zum Sof, Eden backt es. Ja. Ja. Jetzt wirst du jetzt noch ein bisschen von dem, was seht das wie eine Sache. Ja, das ist eine Sache, das ist zu viel. Eine Hälfte von dem will ich sie geben zum Teig. Wir wollen das lassen auf später. Und Elbertbäumel mit hier ran, ein halb Teppel. Und das ist 1,5 Löffel Salz. Und Zucker, ein Viertel Teppel Zucker. Jetzt mischt man noch die ganze Sache. Wieder mit hier ran dem Mehl. Ja, man sieht den Bäumel sehr klar, den gelben Kalier. Schmeckt Geschmack, der Muslimenbäumel ist so Geschmack. Jetzt gibt man ran den Rest von dem Mehl, 3,5 Teppel Mehl. Und das ist Brotmehl. Broitmehl, ja. Und man hat noch gewöhnlich Mehl. Ist nicht das. Ja. So, bei euch in daheim hat man gesagt Challah oder Koilitsch? Shabbos hat man gehabt Challah, man gegessen Challah. In Pirem oder bei Chassana hat man gemacht den größten Koilitsch. Ah, bei uns haben wir nur gesagt Koilitsch. Das Wort Challah nicht gehört. Jeden haben eine Sachwerte für Challah. Es ist durch Berges und Datsches und Kitke. In alles meint derselbe Challah. Alles meint derselbe Challah, was wir machen. Nein, Koilitsch ist gewöhnlich, bei uns gewöhnt mehr Jontiftig, größer. Versteht sich, als das Wort Challah meint nicht das Brot allein, nur das Mitzvah von dem Challah. Richtig. Knet mit die Hand, bring das Teig rein zu sich und weg, also. Sie liebt im Gluten, was sie tun, wenn Ja. ich fehlt mit dem Zieh von dem Teig. Man knet das Teig mit die Hand, man kann kneten an 10-15 Minuten, oder? Oder, weil wir haben nicht kein Keuer, oder kein Geduld, ist könnt ihr nutzen eine Knetmaschine. Man stellt das rein in die Schüssel, verschließt es und man hebt es schon bei Nummer 1, der vermehligste. Jetzt dreht sie, was daran hier noch ein bisschen. Mit hier daran ein bisschen, wird es dann nicht zu viel. Jetzt ist echt schon alles gerät. Das ist schön. Jetzt noch ein löschen. Gut. Instead habe ich schon ausgeschwenkt in dem Schüssel in den zusammengemischten Teig und ich schmiere ihn ein mit ein bisschen Bäumel. Also wird sich der Teig nicht ziehen, wenn sie geht auf. Ja. Das ist der Teig. Oh, sie glänzt so schön. Ich will sie kneten ein bisschen. Kijk sich geht sie. Ich mache ein keilig dick Ballachel. Sehr rund, sehr glatt.
Und das? Ja, man kehrt es eben auf beide Seiten. Also wie es weißt, dass der Bäumel ist auf beide Seiten. Und jetzt, wenn wir die Deckung mit der Hand so kommen, ein bisschen erfachten. Ein bisschen erfachten. Ist das genug fach? Das ist genug fach, ja. Und los, das trägt Serie an eher 2 Stunden in einem warmen Ort. Ja. Ich meine, wir wollen es daran stellen in Oven, in einen nicht umgestellten Oven, weil so kommt nicht daran kein Windel. Sehr schön. Rachel und ich haben schon früher gemacht, Tag. Es soll nicht davon warten, 2 Stunden sitzen beim Computer und warten. Und jetzt wollen wir flechten den Tag, was wir Sommer gemacht früher. Wir nach Vasen verschiedene erfahren, wie er soll zu flechten. Eins wird sein ganz sophistiziert und der andere wird sein ganz gering, was auch viele die Kinder können helfen. Oh. Schön. Und versteht sich, das ist 3 Rezepte. Das ist eine Sache mehr Tag, wie in so noch was gemacht mit einem Minute zurück. Ah. Und das ist so weich. Das ist so weich und seidig. Seidig, ja. Ja? Geht, ich will nehmen eine Hälfte. Und das ist genug für dir? Und die machst du da größer? Ja, ich will machen 2 Größe. Es gibt ja nicht so ein Bankkratzer. Bankkratzer, weil also könnt ihr bekommen beerdigt im selben Tag mit dem Lob. Die erste Sache, was ich will nachweisen, ist, wie so eine macht, etwas, was ist sehr gering für Kinder zu machen, und für die Erwachsenen auch. Man macht einen langen Schlang, eine lange, dünne Schlang. Eure Kinder kennen das, was damit spielen, sich mit Spieltag. Jetzt spielen sie mal, wie sie spielen mit Emerson-Tag. So hat ihr da eine lange Schlange. Und danach macht man Pushet a Knip. Das heißt, eine Schnipsschale. Versteht? Also ja, so seht das heißt. Das ist schön auf dich. Ja. Das hat euch Geschmack. Und jetzt will ich auch was an anderen Schale, was ihr könnt machen, was ist sehr gering. Eine kallige Schale. Das wäre ein bisschen so wie Bilkes. Man zieht es also von hinten. Also, halt es in Ziehen von allen Seiten. Wird es sehr glatt von euch, wie ihr seht. Wie ein Globus. Und von 12 Bilkelech kann man machen dem Rebensschale. Was ist der Rebensschale? Das ist, man macht 12 keilige Bilkelech also, und man macht sie sehr rund und sehr glatt, also wie die hast es gemacht. Ja. Und nachdem nimmt man einen runden Deckel und man stellt alle 12 rein und als sie backen sich, kleppen sie sich zu neu und demnach, als man macht eine Mäuzi, kann man sie von anderen nehmen. Sehr schön. Kinder haben das euch lieb und Erwachsene euch, versteht sich. Weil ihr seht, das Eis ist ein bisschen kleiner wie ihr gewollt. Steck darauf noch ein bisschen Teig von hinten. Und das werden größer. Ist Yves, willst du dir erzählen, was für eine Challah du machst? Ja, ich will machen 2 interessante Challahs. Ich mache euch eine Sachschlängelech. Ich will machen eine traditionelle Keulitsch von 6 Schlängelech, von 6 Stücklech. Das ist eine traditionelle Keulitsch, splecht man von 6 Tegelech. Und als man hat 2, ist das 12. Und das sind die 12 Lappensbrot von Beis Mikdash. Und das zweite, was ich will machen, ist ein Rezept, was ist nicht kein jüdischer, aber es passt sich sehr gut zu jüdischen Jentäubim und es wird sehr verwusst. Dort mache ich die Schlängelech
Ich mache sie alle sehr glatt und sehr gleich. Und als man katscht euch die Schlängelig, katscht sie sei arab und sei basunder. Man tut 2 Maluches mit einmal. Und ob sie sind ein bisschen dünner bei den Ecken und ein bisschen gräber in Mitten, ist das schön. Rutsche sich nicht euch zu viel. Da habe ich 6 Schlängelig. Knipp sie zusammen von oben. Und die 2 von den Seiten mache ich also. Habe ich aber schäfenisch mit 2 Händen und 4 Füßen. Und das Flechten ist nicht so schwer, wie jetzt meint. Das von rechts bringe ich in Mitten, das von links bringe ich zum rechts. Jetzt steht das von links in Mitten und das von rechts auf links. Und flecht es ein bisschen loslich. Es soll nicht sein zu eng gebunden, weil versteht sich, als das Teig darf aufgehen. Und also weiter kick sich zieh, wie schön sie ist. Geht, das ist eine traditionelle Keulitsch, als sie wird aufgehen, wird sie sein so schön. Und jetzt da habe ich gemacht 9 Schlängelig. Nimm die Schlängelig und mach von sie 2 Woven. Und leg sie auf den Bäckele mit den Fies in Dreußen und die Hüften in Mitten. Macht es so, dass der Becken ist nicht genug groß? Es wird sein genug groß später, als ich will sie flechten. Aha. Es wird nicht... Es sieht aus wie ein Hula-Kleid. Ein bisschen wie ein Hula-Kleid, ein bisschen wie ein Oktopus oder ein 18er Fuß. Da habe ich aber schäfenisch mit 18 Fies. Sehr jüdischliche Nimmer. Ja. Und die 18 Fies, von den 18 Fies mach 6 Gruppen von 3. Und alle 3 Fies flecht eine kleine Halle. Also. Nicht zu eng, ein bisschen loslich. Die Form von Halle ist nicht kein traditionelle jüdische, sie ist dafür eine belgische, aber dieses passt sie sich sehr gut zu jüdische Jontovim und Simchis, weil dort macht man Amogen David. Sehr schön. Sehr schön. Und als sie geht auf, ist das wunderlich schön. Gut. Jetzt gehen wir stellen in einem warmen Ort, aber nicht an ungestellten Leuten. Ja. Ja. Oh, Amarin sind die schön aufgegangene Halles. Sie sind aufgegangen und sie sind sehr weich und sehr puchig. Ja. Es ist wichtig, man soll sie sehr zärtlich behandeln. Ja. Und wir wollen sie beschmieren mit ein bisschen Eischicht. Das ist das übergebliebene Ei mit einem Löffel Wasser. Kick sich gut sie, wie man schmiert. Sei vorsichtig zu schmieren, nur mit ein bisschen. Man soll nicht haben zu viel ein wenig zwischen, wo die täglich werden geflochten. Prüf auf wie viel es ist nötig zu decken alle Überflächen. Und ich beschmier die kleinere Challes, die Kalachike. Und euch sehr, sehr edel, als es soll sich nicht zerquetschen, der Teig.
Wir wollen backen die Challes auf 350 Grad, aber ich habe ungewärmt den Ofen auf 450 Grad. Es soll sein sehr heiß, als man stellt sie rein. Nachdem wollen wir machen niedrig die Hitze auf 300. Das heißt, wie bald man stellt an die Challes, lässt man auch die Temperatur bis 350. Also. Weil wir heute lieb moin, oder Simsum Kerlach, was steht da ein bisschen von Oven? Jetzt dort. Tier rein. Die Challes in sehr heißen Ofen, 450. Aber bald machen wir das 350. Erst rausgekommen von Oven, kick wie schön. Am Morgen David Challe, a Keulitsch, in Challe Bilkelach. Wir hoffen, dass ihr es gut verbracht habt auf unser Kochprogramm. Esst Gesundheit.